So, hallo und willkommen zu der zweiten Folge von dem Live. Genau. Und ist jemand im Chat gesehen. Heute habe ich übrigens eine neue Frisur. Für letztes Mal. Genau. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber ja, das leitet sich dann wieder. So, bin wieder allein. Ist ja lustig. Da lernt man auch mit sich selber reden. Und Spaß haben mit sich selber. Genau. Ja, aber eigentlich ist es nicht anders wie ein Video machen, aber auch dort habe ich nur bedingt Freude. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich in 32 Jahren nie Videos von mir gemacht habe und plötzlich wollte ich da auf YouTube Videos machen. Ja, ist noch ein bisschen ungewohnt. Aber am Anfang habe ich mega Mühe gehabt mit meiner Stimme, die selber zu hören. Und das hat sich mittlerweile auch schon geleitet. Und auch, dass ich mich an 3 Orten sehe, ist auch okay. Ja, was auch ist, es ist mehr so, dass mir die Ideen fehlen, wenn ich allein bin. Dass ich so ein bisschen mit dem Gegenüber viel besser kann interagieren kann, wie wenn ich allein bin. Aber ich bin da auch mal ein bisschen am Improvisieren und schaue mal und ein bisschen vor mich hin. Kann es ja dann vielleicht auch nutzen für, also ich nutze es sowieso zum Reuploaden. Ich habe eine Playlist erstellt, wo ich alle Folgen möchte rein tun. Ja, dass man auch ein bisschen meinen Weg sieht. Weil das neues Starten ist schon nicht so einfach. Vor allem, wenn man ja eben keine Zuschauer jetzt gerade hat. Das Vor- und Nachteil. Auf Art bin ich froh. Auf die andere Seite, ja, ist ein bisschen frustrierend. Aber ja, ich glaube, wenn ich mich wohler fühle, sind dann plötzlich automatisch mehr Leute da. Oder zieht ja regelrecht das an, was man ausstrahlt. Und wenn ich natürlich Nervosität ausstrahle, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass dann keiner kommt. Wie wenn ich wieder hocke, so mit voller Überzeugung, dass dann auch die Leute reinkommen. Aber ja, ähm, sonst ist es halb so wild. Ich habe genug zu tun. Kann ich einfach was schaffen an der Homepage oder so. Ja, bis jemand kommt. Und sonst, wie gesagt, einfach in den Chat schreiben. Oder auch für die neu zuschalten oder das im Replay schauen. Das ist eigentlich die Idee, dass jeden Sonntag live geht und wo ihr eure Fragen könnt stellen könnt und wir zusammen können anschauen können. Oftmals ist es ja einfach eine andere Perspektive, die man braucht und schon sieht das Problem gar nicht mehr so unerreichbar aus. Genau. Ja, ist schon nicht ganz so. Braucht schon viel Zeit, so sich selbstständig zu machen. Mm.
Hallo, wie geht's? Ja, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, aber ich habe ja Zeit. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, dann ist, wenn ich möchte ja die Folge gerne zur Verfügung stellen und ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn ich sie öffentlich mache, wenn ich 15 Minuten nicht rede, blöd gesagt, oder? Ich weiß halt nicht, ob das wirklich gewünscht ist von den Leuten. Mm, Und wenn ich sie unlisted mache, dann sieht man sie wie nicht, darum da bin ich noch ein bisschen im Zwiespalt, aber ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, dass am Anfang nicht viel läuft, da muss man dranbleiben und die ersten Leute müssen sich auch finden und vielleicht auch Freude haben und dann mal wiederkommen und ja, sobald, ich sage mal, die ersten Leute, wenn man aktiv mit den ersten Leuten kann, reden, dann bin ich auch am Reden oder dann ist ja auch eine Interaktion, wenn andere reinkommen. Was jetzt ein bisschen fehlt, oder wenn ich halt still bin, dann kommt jemand rein und denkt so, da passiert nichts. Darum habe ich da mein Format auch mit dem Thumbnail eigentlich, also mit dem Bild, wo man sieht, wenn man auf YouTube geht, wo auf mein Live verweist, habe ich auch extra versucht, das so zu formulieren, dass man rauskommt, bevor man reinkommt. Dass ich nicht einfach irgendwelche Leute anziehe, sondern solche, die vielleicht schon rauskommen. Und da habe ich recht lange darum gebastelt und auch mit dem Titel und auch in der Caption habe ich es versucht, also im Beschreib vom Video, auch dort habe ich es versucht klarzustellen. Und unten sieht man es ja auch, da habe ich es eigentlich auch eingeblendet, um was es geht. Aber ja, es ist wahrscheinlich so wie es für mich nicht ganz einfach ist, da zu hocken und warten, bis jemand kommt, ist wahrscheinlich auch für den Zuschauer, der reinkommt und allein ist, auch nicht ganz so einfach zu schreiben. Darum, ja, ich bin einfach geduldig und wenn das halt die ersten paar Mal nicht so viel geredet wird, dann ist das halt einfach so. Genau. Ja, ich habe ja parallel habe ich noch ein zweites Format, wo ich gerade dran bin. Ich finde das eben mit dem Live schon eine gute Sache. Gerade jetzt in der Zeit von der KI, weil ja, es gibt halt immer mehr Content, wo der Computer erstellt und immer weniger echtes. Und ich glaube, das ist einer von der letzten Nischen oder von der letzten Ort, wo KI, wenn überhaupt, kann übernehmen. Ich sehe zwar noch keinen, bin optimistisch, ich weiß noch nicht, wie sie beim Live übernehmen oder imitieren. Genau, darum bin ich jetzt noch in einem anderen Format dran, dass ich mit dem Handy, dort komme ich dann in den Shortfeed rein anscheinend, dass ich dort mit dem Handy versuche täglich auch irgendwie live zu gehen, einfach auch für mich zu üben und halt für die Menschen, die dabei sind. Genau. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich vor 2 Wochen bin ich das erste Mal live gegangen und ist eigentlich noch interessant, weil es ist schon komisch, so vor sich hinreden, obwohl es eigentlich nichts anderes ist. Dann immer so denke, ja nein, es ist ja komisch, wenn ich jetzt einfach irgendwie in die Kamera rede, aber es ist eigentlich nichts anderes, wie wenn ich in eine Sprachmemo rede. Nur, dass es ja nicht das Handy ist, sondern eine Kamera. Ja,
Aber jetzt habe ich vor ja, 2 Wochen, nein, vor 3 Wochen bin ich das erste Mal, das ist nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte. Jetzt bin ich das zweite Mal, letztes Mal ist es sehr gut gegangen. Und jetzt diese Woche noch 3 Mal habe ich mit dem Live habe ich es noch versucht. Ich nenne es Gedankenstube. Die Videos tue ich nicht öffentlich stellen, die sind nicht, also die sind nicht öffentlich, aber sie sind auffindbar auf unserem Kanal unter Gedankenstube und sonst ist es auch in der Beschreibung, habe ich sie ja verlinkt. Ja, dort tue ich einfach alle die Momente rein. Das sind eigentlich auch, ja, jetzt sind doch ein bisschen länger geworden. Du siehst, ich dachte, ich schaue mal irgendwie 10 Minuten oder so, aber die sind doch auch ein bisschen länger geworden. Ja, aber ich denke, die Menschen, wo Freude haben, die werden es finden und die anderen, die kommen jetzt nie zu Gesicht, weil sie werden nicht auf YouTube ausgespielt, sondern sie sind einfach in dieser Playlist. Ja, und dann eben das Format, wo ich gerne möchte zum Laufen bringen, beziehungsweise ich will es zum Laufen bringen. Ich weiß einfach, es braucht, so wie es aussieht, ein bisschen mehr Geduld, als ich zuerst erhofft habe. Aber ich bin nicht verrückt, so kann ich mich chillig daran antasten. Mm, ja, so wird einem besser mit sich selber reden. Ja, aber anscheinend habe ich das gemacht vor dem Spiegel daheim, haben die Eltern gesagt, bin ich vor dem Spiegel gestanden und habe mit dem Mann im Spiegel geredet. Das ist jetzt eigentlich nichts anderes, weil ja, ich sehe mich eigentlich auch, wenn ich da am Reden bin. Ja, von dem her wieder back to the roots. Voll. Hallo. Ja. Guten Abend. Wie geht's dir? Man kann es ja mal versuchen. Ja, ja, meine Überlegung ist eigentlich, dass ich etwa eine Stunde live bin. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wenn ich
Das letzte Mal hatte ich schon wie Interaktionen gehabt. Jetzt bin ich 15 Minuten. Letztes Mal hatte ich schon Interaktionen gehabt und jetzt noch nichts. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn bis 20 oder 25 Minuten nichts passiert, ob ich einfach offline gehe. Weil dann kann ich das Video ein bisschen kürzer aufladen und habe doch irgendwie schon etwas geredet. Weil wenn ich es einfach auflade und 60 Minuten geht und es aufladen dann, und ich eigentlich allein bin, ich weiß auch nicht, ob das wirklich spannend ist für die Zuschauer dann und ob es wirklich geschaut wird. Darum, ja, da bin ich noch am Überlegen, ob ich es einfach halt kürzer behalte, wenn bis zu einer gewissen Zeit nicht passiert. Oder ob ich es einfach mal durchziehe und einfach das Video nicht aufladen. Weil das ist eben ein bisschen fies, oder? Ich will es eigentlich gerne zur Verfügung stellen, aber YouTube wertet das Video anhand von Watchtime. Und meine Idee ist eigentlich, das Video zur Verfügung stellen, dass wir auch, dass die, was interessiert, dass die das sehen. Auch meine Anfänge, dass vielleicht auch andere motiviert werden, zum ihre Sachen anfangen. Weil ich stehe jetzt eigentlich ganz am Anfang, oder? Da mit niemandem, mit mir selber. Also nicht, dass jeder mal so angefangen hat, genau. Darum wollte ich es eigentlich gerne dann am Schluss online stellen, aber der Punkt ist, wenn dann das Video wie von jemandem geschaut wird, oder wenn eine Stunde online ist und von niemandem geschaut wird, dann geht eigentlich das Video in den Keller runter, weil YouTube merkt dann, aha, das ist eine Stunde und es passiert, also die Leute schauen es nicht, weil eine Stunde lang eigentlich nichts passiert. Und dann habe ich wie schlechte Werte und dann wird das Video nicht ausgespielt. Und das ist ein bisschen fies, weil ich würde es gerne zur Verfügung stellen. Und das könnte ich, aber dann muss ich es auf Unlisted machen und dann sieht man es einfach auf dem Kanal nicht mehr. Und ich würde aber gerne, dass man es im Kanal rein sieht, dass man auch sieht, hey, schau, ich bin nicht nur jeden Sonntag live, sondern das sind die vergangenen Lives. Und ja, da bin ich noch ein bisschen am Hadern, wie ich es machen soll. Weil sonst hätte ich ja keine Mühe, einfach eine Stunde anhocken und warten. Das kann ja auch bei Minute 35 jemand kommen, oder? Und da ist noch, ja. Ja, aber jetzt sind mittlerweile schon ein paar rein und raus. Aber es ist halt immer, ja, ich kann mir das vorstellen. Oder die Menschen, ist typisches Verhalten. Wenn Videos, die null Likes haben, liked niemand. Wenn ein Video aber 10.000 Likes hat, dann liked man es einfach mal, weil man halt einfach liked, weil es andere macht. Und das wird da wahrscheinlich genau das Gleiche sein, oder? Ich habe jetzt da null Zuschauer gleichzeitig und da kommt einer rein und sagt, oh, null Zuschauer, das kann ja nicht gut sein. Und das ist, ist halt wahrscheinlich oft ein Trugschluss. Und dann ist es genau bei kleinen Creators oder ja, bei solchen, die wollen wachsen, eigentlich nicht so von Vorteil, wenn die Leute einfach abhauen, weil sie keine Chance geben, weil sie halt einfach nur auf den Proof schauen. Und ja, aber das ist halt, gell. Darum glaube ich, muss einfach dranbleiben. Über x Staffeln die paar Leute sammeln, wo es ihnen egal ist, ob jetzt da null steht und es die einzigen sind, die schreiben, weil eben wie gesagt, Scrollen durch das Ding machst du auch allein, oder? Durch die Social Media, deine Informationen im Internet holst du dir auch allein. Und ich wollte ja da eigentlich nichts anderes wie anbieten, dass man auch bei mir Informationen kann holen kann. Halt maßgeschneidert auf die Person selber, oder? Wenn eine Person sagt, wo es gerade hadert, dann kann ich auf das eingehen. Aber ja, so sind wir halt normal, oder? Herdentier und Angst, wenn man allein ist, oder? Das ja auch, oder? Da bin ich. Ich stelle mich da eigentlich der grossen breiten Masse so als, wie soll ich sagen, als Zielscheibe, oder? Das ist biologisch eigentlich sehr gefährlich, was ich mache, wenn man in die Biologie schaut, wenn ich da einfach allein mich in der Öffentlichkeit so zeige, oder? Also, aber ja, man muss ja irgendwo anfangen, gell? Darum ja, bleiben wir dran, machen das Beste daraus, reden einfach mal ein bisschen, vielleicht kommt mir noch eine Idee, was man noch weiter reden kann. Genau, aber ja, das ist so die Idee von dem Format, dass ich wirklich ja, auf Fragen und Themen kann eingehen kann, wenn jemand hat. Hallo.
Aber ich muss sagen, ich bin schon weniger nervös wie letztes Mal. Letztes Mal bin ich eigentlich, also irgendwie bin ich irgendwie so lustig nervös, bin ich irgendwie nicht, aber ich schwitze unter den Armen. Das finde ich noch spannend, dass das einfach so, eigentlich geht es mir gut. Ich bin vor dem Live kurz ein bisschen nervös gewesen, aber eigentlich vor jedem, auch von denen, wo ich jetzt eben gesagt habe, wo ich spontan live gegangen bin, bin ich auch nervös gewesen. Aber es leidet sich. Es ist halt schon mit Wiederholung, gell? Oder es ist halt oftmals tut man aus vergangenen Ereignissen, oder eigentlich wahrscheinlich immer, aus vergangenen Ereignissen sich ja, die Sachen anschauen. Das heißt, wenn man schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit etwas wie zum Beispiel dem, dann sagt alles im Körper so, ja nein, bist vorsichtig, es könnte ja etwas Schlimmes passieren. Aber wirklich etwas wirklich Schlimmes passieren kann ja eigentlich nichts, oder? Im schlimmsten Fall drücke ich einfach Stream beenden und gut ist. Aber es ist schon interessant, wie fest dass der Körper rebelliert gegen irgendetwas, wo neu ist. Und das ist halt überall so, gell? Man muss halt bei allem, alles, wo man neu ist, findet man, findet man einen Ausweg. Von tags auf morgen, oder? Ja. Und ja, eben da habe ich mich jetzt in dem Format, habe ich es mir jetzt, weil ich mich kenne, habe ich es mir habe ich mich selber ins kalte Wasser gerührt, indem dass ich einfach das Format, das ich mir überlegt habe, einfach überall angekündigt habe, dass ich es einfach machen muss. Oder? Und ja, dass ich einfach gesagt habe, so, das Format gibt es. Dann bin ich ab 7:30 bin ich live und habe das eigentlich überall angekündigt, dass ich es nicht auf morgen kann vertagen kann. Und bin ich mega nervös gewesen. Das erste habe ich auch nicht aufgeladen. Das war nicht ganz so wie erhofft gewesen, aber ja, ich habe gemerkt, dass ich nicht stirb dran. Und jetzt bin ich am dritten dran, so in dem Sinn. Und es geht schon einiges besser, einiges besser. Und ja, darum ist mir eigentlich auch das Anliegen, dass ich die ganzen Replays auflade, dass wir auch gesehen haben, wo fange ich an und wo bin ich in 2, 3 Wochen. Oder besser gesagt in 2, 3 Monaten, weil ich mache es ja wöchentlich. Aber dass man auch einfach sieht, hey, schau, der hat vor 2 Monaten, wenn wir anschauen, der hat vor 2 Monaten angefangen, hat kein Wort rausgebracht, hat nervös gewirkt und so nach 2 Monaten, als wäre es ganz normal, oder? Und das ist wahrscheinlich wie bei allem, weil ich weiss noch, als ich das erste Mal im Auto gehockt bin und puff, denke, nein, wie soll ich gleichzeitig auf die Straße schauen, schalten, blinken, hinterher schauen und jetzt ist das so, ja, man macht es irgendwie im Schlaf. Jetzt muss ich überlegen, welcher Gang ist wo, oder? Am Anfang habe ich es auch müssen, um herauszufinden, wo welcher Gang ist, aber jetzt ist es so automatisiert und das ist halt mit allem, oder? Und ist halt blöd, wenn man die Sachen, wo man machen will, nie anfängt, weil man wächst nie rein. Und da ist mir letztens die Idee gekommen, oder? Das ist dann halt, darum, so wenn man in der Schule, oder niemand will eine Ausbildung machen und alle, also wahrscheinlich, ich sage jetzt nicht niemand, aber viele sind dann wahrscheinlich nervös oder so Angst, oh nein, etwas Neues, muss eine Ausbildung machen, aber das ist, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wie das Format, wo ich einfach angefangen habe, mich ins kalte Wasser rühren, ist auch, wenn man dann nach der Schule muss eine Ausbildung anfangen, es ist wie terminiert, oder? Man hat gar keine andere Wahl, sondern man muss es machen und dann wird man eigentlich auch ins kalte Wasser gerührt und man ist ja dann eigentlich sehr schnell drin und ja, und ich habe für mich gemerkt, also wenn ich mich ins kalte Wasser rühre, das geht viel besser, weil ich mach's dann einfach und durch das, dass ich ja das Format überall angekündigt habe, ist es wie, obwohl es das erste Mal nicht so gut gelaufen ist, habe ich mich nicht einfach wieder verkrüchen. Und das passiert immer noch oft, oder? Man versucht es funktioniert nicht und lässt es wieder. Und dann lernt man oder dann wächst man auch gar nie in die neue Situation rein. Und durch das, dass ich es überall angekündigt habe, ist mir zu peinlich gewesen, jetzt sagen, nein, ich mache das Format nicht mehr, auch wenn es mir beim ersten Mal am liebsten hätte gesagt, nein, mache ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr machen. Und jetzt ja, bin ich froh, habe ich es gemacht, weil nachdem, dass ich es jetzt vor 3 Wochen das erste Mal so gemacht habe, habe ich zwischenzeitlich auch schon die Kamera in die Hand genommen und bin mit dem YouTube Live am Handy schon live gegangen und bin ja dann insgesamt in diesen 3 Wochen schon 6 Mal live gewesen. Und nach dem ersten Mal hätte ich eigentlich aufhören. Und ja, das ist halt schon wichtig, dass man dranbleibt bei seinen Sachen, oder? Dass man einfach sein Ding macht, dass man anfängt. Genau, auch wenn es einem vielleicht am Anfang vorkommt, puh, wie dass man würde sterben. Genau. Aber ich weiss, beim ersten Mal habe ich richtig schwer, ja, mein Herz hat richtig poldert. Und jetzt, ja.
Okay, da mit neuer Frisur. Kein Zusammenhang, ich weiß. Aber egal. Genau, darum mir ist eigentlich ein Anliegen, das Format können beizubehalten. Also ich will es auch beibehalten. Mm, Und eben das andere Format. Und zusammen mit der Zora haben wir jetzt auch noch, sind wir auch noch Videos am machen, das bin ich auch am Schneiden. Und genau, da kommt jetzt eigentlich auch immer ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr Content haben. Ja, und vor allem, wenn wir es Schweizerdeutsch behalten, wir denken, es gibt schon genug deutsche Creators, deutsche, ja, solche, die deutsche Videos machen. Und wir wollen hauptsächlich auch mal ein bisschen in der Schweiz, weil, also ich weiß nicht, ob es nur bei uns so ist, aber wir sehen extrem wenig Schweizer, wo etwas machen. Und auch, dass man in diesem Markt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr vertreten wird. Und auch so vielleicht der Schweizer Hoffnung machen, weil mit allen, wo ich erzähle, was ich mache, die sagen, mach es auf Deutsch. Und ich frage immer, warum. Der einzige Grund ist so, ja, du erreichst mehr Leute. Und ja, bin ich mir nicht so sicher, weil du musst ja auch Freude haben an dem, was du machst. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, mit Hochdeutsch reden und dann irgendwie dann der Schweizer mich auslacht, weil ich komisch Hochdeutsch rede und der Deutsche lacht mich aus, weil ich äh, ja, weiß auch nicht, ob es dann wertvoller ist. Und ich will ja auch nur, also ich will ja eigentlich auch Schweizer erreichen damit, oder? Ich will mich auch wohlfühlen und auch, dass vielleicht die Schweizer sich ein bisschen öffnen, so in dem Stil auch in unserer Sprache, weil es gibt in meinen Augen zu wenig oder ich sehe es einfach nicht. Und ja, das ist sicher auch eine Idee, die ich verfolge. Genau. Dann, ja, was wir sonst noch haben, falls das vielleicht der ein oder andere, wo nachschaut, einfacher würde fallen. Wir haben auch WhatsApp-Gruppen aufgemacht, wo wir ein bisschen mit den Gleichgesinnten wollen, sich austauschen über Persönlichkeitsentwicklung. Aber da gehört eigentlich in meinen Augen alles rein, wo darum geht, dass man ja sich weiterentwickelt, eben Astrologie oder Human Design oder was auch immer. Und die ist auch in der Caption drin, wenn jemand Interesse hat. Ja, genau. Einfach das auch. Wo man noch unabhängig von dem Live kann einfach schreiben. Dort ist man halt nicht so anonym wie da. Weil das ist eigentlich noch cool. Aber es hat so einen Vor- und Nachteil. YouTube live, weil ich sehe nicht, wer drin ist. Das heißt, ich kann die Menschen nicht direkt ansprechen. Aber, ich, aber die Leute, die kommen, die sind anonym. Von dem her ist es vielleicht auch eher für die einfacher, dass sie können, ja, schreiben, ohne dass man direkt weiß. Oder nein, nur die zuhören, die schreiben, sieht man ja dann. Aber sobald man einfach im Chat reinkommt oder in Live reinkommt, die Leute werden wie nicht angezeigt. Das heißt, man ist wie ein anonymer Spot, kann auch in Ruhe zuhören. Ist halt jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen langweiliger, wenn ich da, also je nachdem, halt, wenn nichts läuft und man allein drin ist. Aber ich denke, ein sehr interessantes Format, für wenn ich in Interaktion kann kommen, wenn sich jemand meldet, wenn jemand schreibt. Eben, man kann auch sonst über irgendwelche Themen schreiben, muss jetzt nicht von sich über Probleme. Ich habe jetzt mehr einfach das gedacht, weil das auch etwas ist, wo irgendwie schon das Leben lang, ja, dass die Menschen eigentlich schon das Leben lang auf mich zugekommen sind. Wenn sie irgendwelche Probleme hatten und ich eigentlich schon immer stützig bin, dann habe ich gedacht, das wollte ich auch live anbieten. Ja, und dann denke ich, das kann ein sehr starkes Format werden. Also ich sehe es als ein sehr starkes Format, weil, sagen wir es so, eben wenn ich mit jemandem kann über etwas reden und andere, sagen wir 20 andere können zuhören, die nehmen ja dort auch etwas mit, oder? Und das ist eigentlich das Ziel von dem Format. Aber für das brauche ich halt entweder selber viele Ideen, was ich einfach reden kann, wenn niemand rum ist, oder halt eben mit Leuten kann schreiben, wenn sie sich melden. Ja. Und ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich mir keinen Stress mache, nicht, dass ich mir irgendetwas vorbereite, weil da habe ich immer mega Mühe, wenn ich noch etwas vorbereitet habe und ja, dann bin ich mehr im Stress. Darum habe ich gedacht, ich lasse das Format einfach so, ich bin da, wenn ich etwas zu erzählen habe, erzähle ich. Und wenn jemand etwas will im Chat schreiben, dann kann er das gerne machen, dann kann ich darauf eingehen. Sonst habe ich genug zu tun, was ich nebenbei am Computer machen kann. Genau. Aber es ist auch oftmals so, dass Menschen auch Regelmäßigkeit, eben wie ich lerne aus Regelmäßigkeit, sind auch die Menschen, wenn sie das erste Mal kommen, vielleicht noch unsicher mit Schreiben, beim zweiten Mal, aha, das ist wirklich etwas, oder? Und beim dritten Mal, der Fabio, der macht das wirklich, der meint das wirklich ernst, dann kann ich auch mal schreiben. Darum, ich glaube,
ich habe mir gesagt, einfach psychologisch angeschaut, habe ich mir gesagt, du, wenn die ersten 5 bis 10 Livestreams noch nicht wirklich viel passiert, darf ich mich selber einfach nicht, wie soll ich sagen, darf ich nicht enttäuscht sein, weil das ist, ja, das ist das Schlimmste, oder? Wenn man dann enttäuscht ist, so, ja, es hat nicht funktioniert. Aber eben, wenn man es psychologisch anschaut, wenn man es menschlich anschaut, dann ist es halt einfach, wenn dort oben gleichzeitige Zuschauer 2 steht, wie jetzt. Also ich weiß, jetzt hören mir schon ein bisschen länger zwei Leute zu, was ich toll finde. Äh, aber wenn dort oben jetzt für 100 steht, dann würde sich wahrscheinlich auch eher jemand getrauen, reinzuschreiben. Oder? Aber wenn dort oben nur 2 steht, dann tut man sich halt wie so bloßstellen. Man ist dann irgendwie so allein. Und das habe ich auch halt jetzt eben mit dem Stream das erste Mal so einfach allein da mit mir selber. Aber du, es geht immer besser. Darum ich bin zuversichtlich. Also ich muss auch sagen, im letzten Stream ist wirklich auch einer reingekommen. Auch ein Schweizer und habe noch lange mit ihm können schreiben. Äh, oder reden besser gesagt. Und das hat wirklich hat auch gut an, weil es hat mich gerade aufgelockert. Es ist halt dann schon viel einfacher, wenn man auch eine Rückmeldung hat. Weil so rede ich in eine Kamera, nicht in den Wald. Nicht in die Wand, sondern in eine Kamera. Genau, aber auch das soll geübt sein. Hm. Das sind dann mehrere Sachen, die ich am Anfang ein bisschen schräg gefunden habe. Oder auch, dass ich einfach da ich sag mal, im Zimmer am Reden bin und die Zora hört das, dort weiss nicht, wo vorne in der Stube, dass ich da hin am Reden bin. Das war auch ein Punkt gewesen, warum ich zuerst das alles ein bisschen rausgezögert habe. Also es sind ganz banale Sachen, weil ich rede ja auch mit ihr und sie hört mich ja immer reden. Ich weiß nicht, warum dass neue Sachen so schwierig sind zum einfach machen. Wieso ist das komisch, wenn ich da hinten mit der Kamera rede und sie das davon eventuell hört? Oder warum, dass man mit so banalem Zeug sich so im Weg kann stehen, da bin ich immer wieder fasziniert. Und genau, das will ich halt auch, ja, ich möchte auch in dem Format auch Sachen erzählen, wie ich Sachen wahrnehme oder auch so neue Perspektiven schaffe, weil es ist eigentlich wirklich mega, mega krass, wie fest man sich im Weg steht. Hallo! Ja, Zora ist gerade nicht da, aber ich sage ihr auch Hallo. Genau, wie fest man sich im Weg steht mit so ganz banalen Sachen und Sachen rauszögert. Voll. Wie geht's dir? Hallo? Ton ist sehr leise eingestellt. Ah, gut, sagst du etwas? Ja, das sind eben so Rückmeldungen, die mir fehlen, wenn ich allein bin. Jetzt, wie stelle ich die Leute? Bin ich jetzt besser? Muss ich einfach das Mikrofon näher nehmen? Das ist jetzt eher ein bisschen ungünstig, oder? Ah, so sieht man es. Wie mache ich das lauter? Oh, jetzt bin ich überfragt. Jetzt bin ich überfragt. Da kann ich was machen. Ist jetzt, ist jetzt besser? Wird es jetzt besser? Oder bin ich jetzt zu laut? Mal so schauen. Falls du mir nochmal magst, Rückmeldung geben. Ich habe jetzt mal den Ton aufgestellt, aber es ist in etwa besser. Also kann ich es noch lauter stellen, meinst du? Okay, also, dann lassen wir es doch einmal da. Danke vielmals. Ja, genau. Das ist halt schwierig, wenn man allein ist, dass man so Rückmeldungen nicht hat. Darum danke für die Rückmeldung. Mhm. Schön. Okay, sie ist immer gut.
Ja. Mhm. Mhm. Also dann, so ist jetzt nicht zu laut. Nicht, dass jetzt zu laut ist. Super, super. So, wo bin ich gewesen? Habe ich den Faden verloren. Ausser du magst über was reden? Ach so. Kein Problem. Aber du verstehst mich. Weil ich rede Schweizerdeutsch. Das verstehst du auch in dem Fall. Oh, so cool. Ich rede nicht mal Deutsch. Wo bist du denn? Das ist Daniela. Mit dir haben wir auch schon geschrieben, gell? Mit dir haben wir schon geschrieben. Da muss ich mich entschuldigen, wenn ich mich nicht mehr erinnere. Weil, ja, viele neue Gesichter jeden Tag da in den verschiedenen Plattformen, die schreiben. Aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Wir können nicht nachschauen, was wir für Unterhaltung hatten. Ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Was ist denn deine Hauptsprache, deine Muttersprache? Mhm. Ja, ist auch schon lange, ja. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Jung. 35 Jahre jung. Mhm. Ja, nein, Schweizerdeutsch ist glaub ich, nicht so einfach zum Lernen. Aber es ist ja auch, er hat nicht mal eine Grammatik, oder? Er kann also ein bisschen schreiben, wie man will, und jeder Kanton schreibt es anders. Mhm. 36.
Du hast ein schönes Wochenende gehabt. Ja. Mhm. Ja genau, wo bin ich geboren gsi? Ah, Bildstein. Der Familienname meinst du? Ja, ja, danke. Ist das ein Schweizer oder deutscher Name? Bildstein. Habe ich auch noch nie gehört. Französisch. Bildstein, Französisch. Mhm. Ah, ja, Elsass. Mhm. Dann sind wir auch dort daheim, oder? Im Elsass. Ja, ja. Ja, im Elsass, Scotti von der Zora hat in Elsass haben die einen Wohnwagen, wo es im Sommer, glaube knapp ein halbes Jahr raufgehen jeweils. Einfach in den Wohnwagen und dort campen. In Luzern, ja. Katzenstreckchen. Ja, was haben wir? Ja, es sind, glaube doch eine halbe Stunde. Aber ja, in der Schweiz ist eh alles ein Katzenstreckchen. Weißt du, wo wir durch Kroatien gefahren sind und da irgendeine Strecke zwei Stunden gegangen ist so, ich sage so vor, es sind ja nur 2 Stunden. Aber in der Schweiz denkt man so, wow. Also, wenn wir zurück sind, dann, wenn wir dann oder schon nur, wenn wir eine halbe Stunde muss Auto fahren, denken wir so, halbe Stunde. Ich glaube, weil das Land so klein ist und man ja in 2 Stunden eigentlich schon das ganze Land ist, dass einem dann das so lang vorkommt. Aber ist sicher auch, wenn man, also in der Schweiz fahrst du meistens einfach Autobahnen, das ist einfach nicht schön und ja, meistens im Stau. Darum ist in Kroatien ist es eigentlich schön, wenn du dann wirklich eigentlich über Land kannst fahren und so.
Gute Freundin heißt auch Zora. Auch eine Zora. Ja, das ist das erste Mal, dass ich Zora gehört habe bei ihr. Also ich habe gewusst, dass es eben ein Buch, also, ja, einen Film gibt, aber sonst habe ich nie Zora kennengelernt. Auch Französisch. Zora la Rose. Aha, Zora, die rote Zora. Ja, ja, die rote Zora, ja. Ah, ich habe gemeint, der Kollegin heißt so. Aber das ist die rote Zora. Ist die rote. rote. Die, ja. Mhm. Da gibt es jetzt ja auch, so wie es ausgesehen, eine Neuverfilmung. Aber das mit Neuverfilmung, so wie es aussieht. Die rote Zora sehe ich gerade. Mhm. Ja, der hat Zora so an sich. Ja, ja, ich mag mich auch nicht erinnern, ob ich den alten Film gesehen habe, aber ich habe erst jetzt gesehen, dass es überhaupt einen neuen gibt, gar nicht gewusst. Aber die meisten neuen Filme heutzutage sind eh nicht so gut. Also laut meinem Geschmack. Mhm. Ja, aber cool. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Einmal noch Netflix gehabt und dann mal noch einen Film geschaut. Aber ja, nein, wir haben noch einen Fernseher, aber schauen eigentlich auch selten Filme. Also ich sehr selten. Ja, ich habe gerade auch anders zu tun. Aber eigentlich vor, ja, dann habe ich vor etwa 5 Jahren aufgehört, wirklich, also Fernsehen habe ich, boah, nein, Fernsehen schaue ich schon länger nicht mehr. Mhm. Aber ja, 6, 7 Jahre, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, genau, ja. YouTube ist auch irgendwie das neue Fernsehen. Kann man halt gezielt suchen, das ist schon so. Das ist schon so. Und halt, ja, mehr Auswahl. Und du brauchst nicht alle Sender, musst nicht alle Sender kaufen, gell? Hast alles an einem Ort. Und es ist schon nicht so. Also die Algorithmen heutzutage sind eigentlich noch recht gut, oder? Die zeigen dir eigentlich immer das an, was du häufig geschaut hast. Von dem her muss man gar nicht suchen, es wird einem angezeigt, was einem gefällt, oder? Ja, ja, History. Ich kann.
gern Fantasy-Sachen geschaut. Mhm. Also jetzt noch am Fernsehen und bei YouTube aktuell bin ich nicht viel am Schauen, weil ich mehr selber am Versuchen bin, Sachen zu erstellen, selber zu erstellen. Das braucht schon recht viel Zeit und ja, komme ich eigentlich gar nicht zum Schauen. Aber wenn, dann habe ich gerne bewusstseinserweiternde Sachen. Ja, wie Manifestation und so Sachen habe ich sehr gern. Und ja, Musik höre ich selber auf Spotify. Aber ja, theoretisch könnte ich. Das ist eigentlich doof, dass ich zwei Abos zahle. Ich zahle Spotify und YouTube und auf YouTube könnte ich ja theoretisch auch alle Musik hören. Halt einfach so aufgelistet. Aber ja, ein guter Input könnte ich vielleicht mal überlegen, ob ich einfach eins zahle. Weil die Sachen werden immer teurer. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja, und gefühlt mega, ja, immer mehr, immer mehr verschiedene äh, Anbieter, oder, wo irgendetwas anbieten und überall, ja, es summiert sich schon recht. Du hast jetzt gerade überlegt, dass ich vielleicht einfach mal schaue, bis, ja, Spotify, ich finde es halt schon cool. Ich finde es halt schon cool. Ist irgendwie einfacher zum Handhaben wie jetzt bei YouTube. Aber ja. Mhm. Ja, ja. Ja, es ist schon spannend. Ich finde es auch noch interessant, ich bin noch eine WhatsApp-Generation und meine Lehrlinge, die sind, ja, was sind die? 17, 18 jetzt. Die sind alle bei TikTok und bei Snapchat. Und Snapchat ist total an mir vorbei. Es ist schon, dass so wie jede Generation jetzt so seine eigene Plattform hat. Und, und ich habe ja also bei uns jetzt, oder bei mir nur YouTube in dem Sinn gegeben und die Jungen nutzen mehr TikTok, weniger YouTube. Das ist noch spannend, dass jeder so, ja, seine Plattform hat. Aha, meinst du wegen der Restriktionen, die wir machen? Oder wo sie schon dran sind? Dass man erst ab einem gewissen Alter kann Social Media nutzen, oder wie meinst du? Ja, ja, ich persönlich finde es eine sehr gute Sache, eigentlich, aber es ist wieder nicht die Ursache, die man bekämpft, oder? Äh, aber was ich sehe, ich sehe jetzt amigs bei den Lehrlingen, vor allem Snapchat, ich weiß nicht, ob du das kennst, dort ist, das hat hauptsächlich zuerst mal angefangen, dass man sich, wenn es mich nicht täuscht, einfach nur Bilder hin und her schickt mit so Masken oder so, dass man dann ja, einfach so ein bisschen lustige Bilder hin und her schicken kann. Und mittlerweile ist es ja auch
ein Chat. Ich glaube, das ist früher gar nicht ganz so gewesen. Dann, ob wir dort können chatten, bin mir nicht sicher. Aber was ich erschreckend finde, ist, dass es so viele Filter gibt, vor allem jetzt mit der künstlichen Intelligenz, dass man sich in dem Programm innen gar nicht mehr so sieht, wie man eigentlich ist. Und extremes Bild verzerrt wird, vor allem von den jungen Kindern. Äh, ich denke mir, wenn das zu jung und Snapchat hat die jüngsten Zuschauer, dass wenn die permanent sich selber gar nicht als Mensch sehen, sondern irgendwie KI generiert anders, dass da dann irgendwann total ja, dass da immer mehr Wahrnehmungsverlust gibt und ich zweifle echt, dass die Jungen, also ich selber oder wir selber haben schon Mühe, unterscheiden, was jetzt echt ist und was nicht. Aber ich kann auch unterscheiden, wenn eine Katze auf zwei Beinen läuft, auch wenn es echt aussieht, dass das dann, oder je nachdem, dass das halt dann vielleicht noch gestellt ist. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wenn man so früh so viel KI-generierte Sachen schon sieht, vor allem auch selber Gesichter, dass man dann wie sagen wir denn, die Realität so verliert, dass man dann halt auch glaubt, dass das echt ist, wenn es offensichtlich KI ist, obwohl es einfach so echt aussieht. Oder es gibt ja immer mehr so Videos, wie Tiere auf Trampolin gumpen und so. Man kann es schon nicht, man kann es eigentlich an der Realität nicht mehr, also nicht mehr unterscheiden, einfach nur noch anhand von der Physik in dem Sinn. Kann das Lebewesen überhaupt? Und ich glaube, das verschwindet immer mehr und das ist, finde ich, ein bisschen gefährlich. Vor allem eben, darum finde ich es gut, dass man sagt, aber ein gewisses Alter, weil ich glaube, auch wenn sich bei den jungen Jahren das Hirn noch am entwickeln ist, dass man da, ja, da kann man nicht unterscheiden, ist das echt oder ist das nicht echt. Und das, was man halt einfach oft sieht, das, was man oft hört, das ist automatisch einfach einmal richtig für das Kind. Und da sehe ich ein bisschen Gefahr, darum bin ich schon nicht so verrückt, wenn das, ja, ab einem gewissen Alter erst darfst nutzen. Oder halt, ja, man tut ja da nicht die Ursache bekämpfen. Die Ursache bekämpfen wäre eigentlich, dass man sagt, hey, die Menschen oder die Plattform muss verboten werden. Wir müssen nicht Kinder schützen, wir müssen eigentlich das, wo Kind eine Gefahr ist, wegmachen. Nicht die Kinder von der Gefahr schützen, sondern die Gefahr wegmachen, dass die Kinder gar keine Gefahr mehr ausgesetzt sind. Aber das geht ja halt wieder nicht. Das ist ja wie bei den Lebensmitteln auch, oder? Du musst selber die Lebensmittel weglassen. Nein, ich komme nicht auf die Idee, die ungesunden Sachen aus dem Verkehr zu ziehen. Und da jetzt auch wieder, oder? Man zäumt sagen wir dem, zäumt das Pferd von hinten auf. Also man ändert eigentlich gar nicht. Man macht jetzt einfach illegal. Es wird wieder spannend für die Kinder, oder? Weil sie etwas Illegales machen können. Das tut die Ursache nicht beheben. Im Gegenteil, ja, wahrscheinlich wird jetzt wieder Strafen ausgehängt und man macht wieder Geld mit so etwas, weil man darf Strafen verteilen. Darum, ich weiß nicht, warum der Mensch immer versucht, um ein Problem die Lösung zu machen, anstatt einfach das Problem zu beseitigen. Oder zum Beispiel, der Mensch geht ins Fitness zum Abnehmen, anstatt dass er einfach das weglässt, was ihm dazu führt, dass er abnehmen will. Das sind halt einfach so Sachen, wo ich je länger, je mehr nicht verstehe. Aber genau, und das ist ja mit diesen Sachen jetzt auch, oder? Wir sollten einfach Restriktionen machen und sagen, das dürfen wir nicht nutzen in dem Rahmen. Oder halt einfach nur, ja, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, wie man das umsetzen will, aber es geht jetzt eh recht schnell voran. Ja, 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 ich merke selber, äh, ich muss jetzt sagen, ich finde es also ich finde es Pro und Contra, weil ich nutze es für mein ganzes Business auch, hauptsächlich ChatGPT, einfach auch zum, zum Nachfragen, was ich machen könnte oder auch Sachen aber weil eben jede Plattform funktioniert anders und alles und so finde ich es eigentlich noch spannend, dass ich mehr Blickwinkel bekomme, aber ja, es geht total weg, eben die Kreativität, Kunst und alles. An jedem Ecke werden wir ersetzbar. Und ich habe letztens etwas gehört, da einer gesagt hat, eben der Webstuhl, das ist so, ich glaube, das Erste, was eingeführt wurde, ist, wo der Mensch Maschine, also sagen wir mal, die physischen Sachen abgegeben hat an eine Maschine. Und jetzt tun wir ja immer mehr die mentalen Sachen abgeben.
Also jetzt haben wir angefangen, den Körper nicht mehr richtig zu nutzen, weil die Maschine uns ersetzen. Und jetzt fangen wir an, den Kopf nicht mehr richtig zu nutzen, weil uns die Maschine anfängt zu ersetzen. Und ja, ich merke schon, eben gerade beim Arbeiten, weil ich halt mit jungen Leuten noch zusammen arbeite, oder? Weil ich halt einfach einen Lehrling habe, die mit 16 kommen. Ich sehe schon, ich sage mal, wie normale Logik abnimmt, oder? So die eben der IQ eigentlich, bös gesagt. Der IQ wird ja daran bemessen, wie man kann eine Lösung, also wie man eine Lösung findet, wie gut man eine Lösung findet, so viel es man ist. Und eben, sie sind nicht mehr lösungsorientiert, wenn man nicht gerade irgendwie eine Antwort parat hat, jetzt eben, weil man halt einfach KI fragt, oder? Ich habe ja auch den Taschenrechner gefragt, damals, aber dort musste ich es noch eintöckeln und ja, und die KI nimmt halt auch irgendetwas aus dem Internet und gibt es dir. Und ich merke es ja selber auch, ich frage dreimal das Gleiche, es kommt dreimal was anderes und da muss man halt auch aufpassen, was man glaubt. Und ja, darum, das ist mit unter anderem eine Idee gewesen, warum dass ich den Livestream machen will, weil ich glaube, das kann die KI nicht so schnell, mich kann die KI nicht so schnell ersetzen, da hinter dem Screen. Und die Menschen also ich selber kann das Zeug schon nicht unterscheiden, oder? Also und ich glaube, es wird immer schwieriger zu unterscheiden. Und ich merke es bei mir, wie mein Verhalten ist, wenn ich ein Plakat draussen sehe, Werbung, ich sehe Werbung, ich schaue die Werbung gar nicht an, ich frage mich, ist das echt oder ist das KI? Und da ich verwünsche mich immer mehr, wenn ich frage, ist das echt oder ist das KI? Darum ist das eigentlich auch ein Punkt, wo ich mit dem Stream, dass ich einfach mal einen echten Ort will auch sein oder also sein. Dass wenn die Menschen nicht mehr wissen, was echt und unecht ist, da hat es noch echte Sachen. Das ist, glaube ich, eines von wirklich wenigen Formaten, wo man noch sagen kann im Internet, wo, glaube ich, von der KI nicht so einfach ähm, zu übernehmen ist. Aber so schnell wie das vorangeht, glaube ich schon, dass die KI auch einen Weg findet, dass er plötzlich aussieht, dass er live dort hockt. Aber ich glaube nicht heute und morgen. Aber ja, und durch das werden wir halt immer mehr auch, ich sage, durch die Perfektion von der KI werden wir zwangsläufig wieder auf unsere menschlichen Sachen müssen achten. Und das sind halt auch Fehler. Der Mensch macht Fehler. Die KI macht bedingt Fehler. Und der Mensch ist halt einfach, er lernt durch Fehler, oder? Das Kind geht das Kind langt auf die Herdplatte, man lernt aus dem. Klar, KI irgendwie auch, aber es lernt irgendwie im Hintergrund und gibt Perfektion ab. Und ja, und ich glaube, das ist halt schon auch etwas, dass man immer mehr wieder sieht, hey, schau, der ist menschlich, weil er Fehler macht. Und jetzt ist es ja die letzten Jahre, ich weiß nicht, die ersten YouTube-Videos, wie die gewesen sind, die sind unperfekt gewesen. Und heute, wenn du jetzt ein YouTube-Video anschaust von einem Menschen, die sind kinoreif, oder? Die sind so überarbeitet und gemacht, dass es kinoreif ist, weil wir einfach so viel Konkurrenz haben und KI kann das halt jetzt noch schneller. Oder der macht Kinovideos so schnell, dass eigentlich auch wir gar nicht mehr können. Es lohnt sich gar nicht mehr, wenn ein Mensch perfekte Videos macht, wenn das KI macht. Und darum glaube ich, geht's wieder zurück. Und ich finde das eigentlich gut, weil ich habe gar keine Nerven und gar keine Lust, so viele Stunden zu verwenden, zum perfekte Videos erstellen, damit ich überhaupt konkurrieren kann. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt durch die KI, weil es wird wieder einfacher für den Mensch. Das heißt, der Mensch kann wieder sagen, hey, ich gehe einen Schritt zurück, ich zeige wieder, dass ich auch Fehler mache. Ich bin einfach ich muss jetzt nicht irgendwie ein perfekter spielen, weil alle perfekt sind, sondern ich darf einfach auch einmal, ja, mal nicht wissen, was ich sage. Und da sehe ich jetzt ein bisschen den Vorteil, oder? Dass man auch wieder sagt, hey, du, schau, ich habe gar keine Lust mehr, überhaupt selber etwas zu machen, weil es macht halt die KI. Darum, es hat schon seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, man muss es bewusst nutzen und ja, wir haben halt noch keine Regelungen. Das heißt, wir wissen den Ausmaß noch nicht, was es schadet. Man weiß halt einfach, dass seit Bildschirmen zum Beispiel gekommen sind, also Handy und alles und Computer, ist immer mehr Autismus, immer mehr Autismus gekommen. Und ja, und ich weiß halt nicht, was jetzt das für Auswirkungen hat oder immer weniger mental schaffen. Ja, natürlich. Ja, ja, so sehe ich es auch. Aber wir hinken immer hinten rein, oder? Wir machen etwas und nachher hinken wir wie hinten rein mit
man muss ja wie gesagt herausfinden, was für Schaden bringt das, damit man kann schauen, dass man den Schaden nicht mehr, dass man den Schaden kann nicht mehr weiterführen. Aber bis dahin ist der Schaden halt meistens schon irgendwie also ja, schon passiert. Und darum, ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ja, weil ich kann auch mal auf YouTube habe ich einen, ich weiß nicht, wie der heißt, wo ich eben auch fürs Business am Schauen war, was für KI kann ich nutzen zum Automatisieren. Eben, das sind alles gute Sachen, oder? Wo man kann automatisieren, aber da ist halt die Gefahr wieder, wenn man kann jemand, der E-Mail schreibt, automatisieren, dann braucht man plötzlich wieder weniger Personal. Und ich finde es spannend, dass ich bis dahin irgendwie 3 KIs kennt habe und die, der Kanal, der tut neue KIs vorstellen. Und das sind jeden Tag viel, viel neue KIs. Und ich habe das bis dahin gar nicht gewusst, dass wir so viel haben. Ich habe gemeint, ja, ChatGPT, oder? Dass das aktuell so das ist. Aber es gibt ja, wow, schon Abertausende, oder? Und ja, die Geschwindigkeit, ich glaube, ich will sie einfach gar nicht mehr. Ja, wir wissen gar nicht, wie schnell das Ganze voran kann gehen. Und ja, so spannende Sachen gehört. Ja, ja, danke. Es motiviert. Ja, das ist mein Ziel. Ist mein Ziel. Und eben auch über so Themen reden. Das ist mit unter anderem auch eine Idee von dem Format, dass man einfach mal so über so Themen kann reden, oder? Weil es sind halt einfach, wenn man mal etwas anschaut, es gibt halt so viele neue Perspektiven, so viele neue Blickwinkel, dass jeder, ja, und schlussendlich kann man miteinander lernen, oder? Indem, dass man sich, ja, wie jetzt, oder? In der Unterhaltung, wenn man miteinander redet, kann man so viel mitnehmen. Ich bin Elektroinstallateur, noch. Und genau, jetzt sind wir Stromer, sagt man da bei uns. Ja, und ich merke es halt einfach. Äh, aber ich sage auch, wo ich die Ausbildung angefangen habe, dort sind die Handys erst aufgekommen. Das heisst, ich habe wie noch keine Handys gehabt. Und bei mir ist es wie so gewesen, man hat geschafft und das Handy ist der Bonus. Und ich merke immer mehr, dass man eigentlich beim Schaffen ist man Handy und das Schaffen ist der Bonus. Und das ändert halt. Und wenn ich am Handy damals war, habe ich noch gezahlt gehabt für das WhatsApp. Und heute ist alles, ja, eben heute kann man Kurzvideos schauen beim Arbeiten. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es Kurzvideos gibt im ersten Handy. Ja, es ist nur gefährlich, also du meinst Elektroinstallateur. Es ist nur gefährlich, wenn man unter Spannung schafft. Sonst geht es eigentlich. Sonst ist es ein sehr vielseitiger Beruf, hat sehr viel Abwechslung, mir gefällt er sehr. Ja, ich übe ihn gerne aus, aber nicht mehr lang. Was haben deine gelernt, deine Lehrlinge? Ja. Ja, wow, der Beruf selber müsste ich jetzt nicht ausüben, aber die ganze Zeit zu können so naschen, das wäre schon, das wäre es schon. So, aber für heute verabschiede ich mich. Jetzt doch, danke vielmals für die schöne Unterhaltung. Ist jetzt doch noch ein bisschen, bin ich doch noch ein bisschen zum Reden gekommen. Finde ich sehr toll. Und ja, ich bin nächsten Sonntag um die gleiche Zeit wieder online. Genau, falls du Interesse hast, schau sehr gerne vorbei.
Würde mich freuen und sonst wünsche ich ganz einen schönen Abend. Und ja, ist ein sehr schöner Beruf, auch kreativ. Ah, übrigens, oder kann das KI auch schon? Gibt es schon Computer, wo alles machen? Wahrscheinlich schon, hä? Ja. Ja, die Kunst wird schon auch, auch übernommen. Aber ja, ist ein sehr schöner Beruf, kann man sehr kreativ sein. Mhm. Nein, dann danke vielmals, Nela, und wünsche ganz einen angenehmen Sonntagabend. Das wär's. Danke vielmals. Ich bleibe dabei. Und sonst, es braucht ja nur jemand und es wird ein angenehmer Abend, gell? Aber danke vielmals. Und bis bald. Tschüss. Richtig aus. Bye bye.